Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich freue mich auf diese Woche. Wir werden 5-mal miteinander aufstehen und wir werden, oder vielleicht schaffst du das auch erst später am Tag, aber wir werden mit Worship den Tag beginnen oder irgendwo einen Tagesbreak haben. Und wenn du mit mir heute Morgen aufgestanden bist, so in der Früh, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass ich hier nicht alleine bin in meiner Küche, sondern dass wir zusammen gemeinsam Gott suchen dürfen und können. Weil die Bibel sagt, wenn wir Gott suchen, lässt er sich finden. Und ich bin richtig, ehrlich gesagt, motiviert für diese Woche, weil ich glaube, Leo hat das gestern mega gut gesagt, als er mich auf die Bühne geholt hat am Morgen und gesagt hat, hey Dave, wird das die ganze Woche machen und diesen Worship-Start machen, hat er gesagt, ja, eigentlich profitiert ja Dave am meisten. Und ganz ehrlich, genauso sehe ich es auch. Ich freue mich so, meinem Gott zu begegnen, um meine Themen ihm hinzuhalten und zu glauben, dass wenn wir gemeinsam Gott anbeten, dass in der geistlichen Welt da was verändert wird. Das glaube ich zutiefst und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu glauben. Ich habe mir für diese Woche etwas Spezielles überlegt und zwar liebe ich das Buch der Psalmen. Und das Buch der Psalmen kann man auf verschiedene Arten aufteilen. Es gibt 5 gängige Arten, wie wir die Psalmen aufteilen können, in verschiedene Kategorien. Das sind die Dankespsalmen, die Lobespsalmen, dann gibt es Klagepsalmen, Weisheitspsalmen und Königspsalmen. Die einen kennst du vielleicht, von den anderen hast du vielleicht noch nie gehört, was ist ein Königspsalm und so weiter. Und wir werden 5-mal an jedem Morgen jetzt eine andere Art von Psalmen miteinander angucken, anschauen. Und vielleicht, wenn du in Zukunft dann die Psalmen durchliest, dann wirst du erkennen, das ist vielleicht ein Dankespsalm oder könnte das ein Königspsalm sein, eine Prophetie auf Jesus und so weiter. Und heute beginnen wir mit den Dankespsalmen. Der Titel heißt Rückblick und Dank. Dankespsalmen. Und der Psalm, den ich dir mitgenommen habe, der steht in der Psalm 30 und wir lesen 2 bis 5. 30, Vers 2 bis 5. Du kannst das später nachschauen oder jetzt, wenn du schnell bist, aufschlagen. Hier steht: Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe herausgezogen. Du hast meinen Feinden keinen Grund gegeben, sich über mein Unglück zu freuen. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich um Hilfe und du hast mich geheilt. Ich war schon mehr tot als lebendig, doch du hast mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt. Singt dem Herrn eure Lieder. Alle, die ihr treu zu ihm steht, lobt ihn und bezeugt, er ist der heilige Gott. Also was wir hier sehen in diesem Lied, in diesem Psalm, ist, dass der Psalmist sagt, ich war am Ende, ich hatte keine Hoffnung mehr und dann kam Gott und hat ein Wunder gemacht. Und ich lade dich ein, kurz zu reflektieren. Ich habe heute Morgen meine Fotos ein bisschen durchgeguckt von meiner Familie der letzten paar Jahre und habe mir, wow, Gott hat so viele schöne Momente mir und unserer Familie geschenkt. Und das habe ich mit Dankbarkeit erfüllt. Oder vielleicht denkst du zurück an ein Wunder. Ich habe so ein Wunder erlebt. Ich bin ein TÜV-Fahrer. Ich liebe es, mit dem Bike rumzucruisen in den Schweizer Bergen und darüber hinaus. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Gott mich wirklich beschützt hat im Straßenverkehr. Einmal bin ich im Regen, da waren die Straßen nass, ich war ein noch nicht so geübter TÜV-Fahrer, komme ich so auf einen Kreisverkehr zugefahren und ich habe da abgebremst, um da mich einzugliedern in den Kreisverkehr und dann hat der Vorderreifen ist so weggerutscht vor mir und ich habe so Panik gekriegt und plötzlich war es, ich bin schon in Schräglage geraten und plötzlich war es, als hätte mich eine Hand aufgestellt und da bin ich Gott sehr dankbar, dass ich nicht einfach da reingeschlittert bin mit meinem Bike. Wie oft ist es schon passiert, dass ich krank war? Hey, nur schon eine simple Grippe und du hast sie überwunden. Das ist ein Wunder und nicht selbstverständlich. Und ich kann mich erinnern, die letzte Geschichte, Alia, meine zweitgeborene Tochter, die musste sofort nach der Geburt auf die Neonatologie und die hatte ein schlechtes Blutbild. Und sie haben ihr da ganz viele, sie haben ihr Infusion gelegt und immer wieder Tests gemacht über viele Stunden und 2, 3 Tage. Und wir haben gebetet und dann plötzlich in einem Moment, also wirklich fast von einem Moment auf den anderen, ist das Blutbild gut gewesen und sie konnte entlassen werden. Bis heute hat sie hier so eine Narbe von der Infusion, die gelegt wurde und die so ein bisschen die Gefäße platzen ließ.
Und diese Narbe ist für mich ein Zeichen der Güte Gottes. Es ist für mich ein Grund, Gott anzubeten. Und ich sage ihr immer wieder, ja, du bist ein Wunder. Und diese Narbe ist ein Zeichen, dass Gott wollte, dass du lebst. Vielleicht hast du auch Narben in deiner Seele, an deinem Körper. Narben sind ein Zeichen, dass du immer noch lebst, dass ein Wunder geschehen ist. Narben sind eigentlich eine Trophäe, die du mit Würde tragen darfst. Und heute lade ich dich ein, mit mir diesen Song zu singen, Goodness of God, der davon spricht, dass Gott Gutes tut, dass uns Güte und Liebe folgen unser Leben lang. Goodness of God. I love you, Lord. Your mercy never fails me. In darkest nights, you will close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Danke dir, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you walk close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, and give you everything. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Immer einen kleinen Moment Zeit, wo du Gott einfach Danke sagst für alles, was dir in den Sinn kommt. Lass unsere Dankespsalmen heute aufsteigen zu ihm. Danke für meine Familie, Jesus. Danke, Jesus, für jede Zeit, die so wunderschön war in den letzten Jahren. Danke für überall, wo du mich von Krankheit geheilt hast. Danke, dass mein Herz immer noch schlägt, dass ich dich erkennen durfte, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du einen guten Plan mit mir hast. Dass deine Güte mir folgt, mein Leben
yes, I will sing of the goodness of God. 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 All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Atme tief durch. Du sollst wissen, dass Gott dich liebt, dich schützt. Und es soll dir Mut geben, dass wenn du schon Wunder mit ihm erlebt hast, dann wirst du wieder Wunder mit ihm erleben. Wir lieben dich, Jesus. Wir geben dir alle Ehre heute Morgen, all over the world, wo wir zusammen hier dich anbeten und sagen, wir brauchen dich auch heute. Erfülle unseren Tag, jeden Moment. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen für die nächste Psalmkategorie, wenn wir miteinander die Lobespsalmen angucken. Danke, warst du dabei und see you tomorrow. Tschüss.